Und das können Sie selbst lesen, wenn es hier in der Reihenfolge dann am häufigsten, was ja am seltensten ist, Erläuterungsfolgen. Das ist die Konklusion und das ist die Ruptur. Ja, ist ein die werde ich an den Stellen finden, die im Abdomen am tiefsten sind. Wo ist das? Das ist auf der rechten Seite quasi zwischen Niere und Leber. Seite zwischen Milz und Niere. С левой стороны между селезенкой и почкой. Spatium splenorenal. Und als drittes hinter der Harnblase, also Spatium retromesicale. И третье это позади мочевого пузыря. Ja, hier also zwischen Niere und Вот еще раз он показывает, какие эти места. Zwischen Milz und Leber. Селезенка печени und hier hinter der Harnblase. И позади мочевого пузыря. Und es gibt noch gewisse Straßen, wo die Flüssigkeit langlaufen kann. Есть еще такие улицы, как он говорит, или русла, по которым эта жидкость может протекать. Und wenn ich nur in einzelnen Abschnitten des Abdomens freie Flüssigkeit habe und im Wissen, wie die Flüssigkeit verläuft, kann ich also unter Umständen auch gezielt suchen, wo sie herkommt. Да, то есть если я знаю, где скапливается жидкость, по какому руслу она течет, то я легко могу выяснить, откуда она, собственно, течет. So, das ist ganz, ganz wenig freie Flüssigkeit. Das ist irre vergrößert. Ja, im rechten Oberbauch um die Leber herum. Sie werden feststellen, dass ich schon überall punktiere, aber da werde ich noch drauf eingehen. Ja, auch hier um die Milz herum, ne? Sehe ich freie Flüssigkeit. Und im Douglaschen Raum. Ja, das fällt hier schon auf dem rechten Bild, dass ich da so echoreiches Material drin habe. Ich bezeichne das als komplizierte Flüssigkeit. Das könnten Stuhlreste sein. Das kann schon auch instabil. Конечно, такой пациент обычно нестабилен в кровообращении. Und muss sofort in Operation sein. Немедленно в операционный зал нужно его. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Gucken Sie, hier finden Sie die Kapsel des Peritoneums. Dieses kleine Здесь ситуация немножко другая. Здесь вы видите капсулу. Ja, da sehen Sie auch intraoperativ, da ist eine Einblutung unter der Kapsel. Здесь есть кровотечение под капсулой. Und Sie haben ein ganz klein bisschen freie Flüssigkeit außerhalb des Organs. И вот здесь имеется небольшое количество жидкости вне органа. Das bisschen, was Sie hier sehen, war natürlich nicht Ursache für die Operation. То, что вы здесь видите, это не было поводом для проведения операции. Ein 8-jähriges Mädchen, was über ein Fahrradlenker gestürzt ist. Это случай, когда 8-летняя девочка ехала на велосипеде и упала. Das erste, was wir hier finden, ist die freie Flüssigkeit. Что мы здесь видим в первую очередь, это наличие свободной жидкости. Ja, und das zweite ist hier oben der kleine Einriss. И вот здесь такой как бы маленький разрез. Diese Patientin ist auch operiert worden, man hat aber nichts resizieren müssen. Эта пациентка тоже была прооперирована, но ей никаких резекций не производили. Und ich mache darauf aufmerksam, dass die Bilder mit einem Gerät gemacht worden ist, dessen Qualität deutlich unter dem liegt, was alles hier sonst in Belarus eigentlich da ist. Die Qualität des Bildes ist schlechter, und trotzdem sieht man als alles, was sonst in Belarus ist, was die Stiftung zum Beispiel liefert. То есть я хочу обратить ваше внимание на эти снимки, что качество снимков гораздо ниже уровня той аппаратуры, которая находится у вас в Беларуси. Я специально вам сначала говорю, что буду на простых приборах показывать. И вот это как раз тот случай. So, das ist auch eine Patientin, die eine so massive Einblutung in der Leberkapsel hat, keine freie Flüssigkeit. Тоже пациентка с травмой, нет свободной жидкости и гематомы. Ja, nicht nur das, zusätzlich eine Zerreißung des Parenchyms. И разрыв паренхимы мы видим. So, hier sehen Sie auch eine Patientin nach stumpfem Bauchtrauma und Sie sehen ein riesiges Hämatom dort unten.
Вы видите пациентку тоже после тупой травмы живота и was haben wir gesehen? Гематома на гематоме. И разрыв поверхности. Natürlich muss man sagen, wenn man die Möglichkeit zur Verfügung hat und die Diagnostik sehr schnell und sicher sein soll, nehmen Sie Echokontrastsonographie. Да, конечно, если вы хотите добиться быстрого результата, вам нужно брать эхоконтрастную сонографию. Ja, und Sie werden sehen, das braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis das hier anflutet. Но для этого необходимо какое-то определенное время, пока прилив не произойдет. Да, вот видите, как оно постепенно разливается, это контрастное вещество. Und Sie sehen auch gleich hier unten kommt der traumatisierte Bezirk, dauert einen Augenblick. И сейчас вы увидите, как будет изображен травмированный участок. Ich weiß aber, dass dieses Medikament, was man dazu nehmen muss, dieses Kontrastmittel auch bei Ihnen nicht zugelassen ist. Но я знаю, что тот контрастное вещество, которое мы использовали в данном случае, у вас еще не является зарегистрированным и в Беларуси не используется. Ja, aber natürlich, ja gut, wir haben diese Möglichkeit zur Verfügung und ich will Sie trotzdem einfach zeigen, wenn wer im Internet nachguckt, der wird es auch finden. Ну, в нашем распоряжении такое вещество есть, и я бы хотела вам показать, как мы с ним работаем. Die Verletzung hier unten kommt dann auch schon die Niere rein. Да, вот мы уже видим, появляется почка. Gut, kommen wir zur Milz. Переходим к селезенке. Ein typischer Traumamechanismus ist, dass der Gurt quer über die Rippen zieht. Да, мы видим вот такую травму, которая проходит, ну, как бы поперек реберной дуги. Ja. Müssen wir die Milz überhaupt erhalten? 70%. Получить разрыв селезенки намного вероятнее, чем получить разрыв печени. То есть вот процентуальное соотношение там 30 к 50%. So, jetzt haben Sie Beispiele dafür. Natürlich ein dramatisches Beispiel hier. Один очень драматический пример. Ja, aber Sie können nachvollziehen, das operative Präparat stimmt genau mit dem überein, was wir präoperativ sehen. Я хочу обратить ваше внимание на то, что постоперативный препарат полностью совпадает с картиной изображения, которое было сделано до операции. Sie sehen hier oben die Zerreißung der Oberfläche. Сверху разрыв поверхности. Und Sie sehen sie hier unten im Operationspräparat. Посмотрите на операционном препарате, мы это тоже видим. Und warum haben wir die Milz nicht erhalten? Задаем вопрос, почему мы не сохранили селезенку? Weil sie auch innerlich Zerreißungen hat. Потому что на селезенке были и внутренние разрывы. Und Sie sehen auch diese Zerreißung hier im Parenchym. Обратите внимание вот на паренхиме эти разрывы. So, ein nächstes Beispiel. Следующий пример. Ja, was sehen wir als erstes? Wir sehen als erstes die Milz. Что мы видим? Первая селезенка. Wir sehen ein Hämatom drumherum. Вокруг нее гематома. Wir sehen hier offensichtlich einen Teil des Parenchyms komplett zerstört. Часть паренхимы полностью разрушена. Und Sie sehen, können glaube ich hier nachvollziehen am Operationspräparat, dass das Peritoneum sich abgehoben hat und da oben die Blutung reingegangen ist. Да, брюшина поднята и туда кровоизлияние произошло. Ein anderes Beispiel, auch dort werden Sie sehen, ein großes Hämatom. Еще один пример, вы видите большую гематому. Zerreißung des Milzgewebes. Разрыв ткани селезенки. Und eine große Frage ist die Milz überhaupt noch durchblutet? Да, и тут возникает вопрос, происходит ли в данной ситуации снабжение кровью? Ja, es könnte ja auch einen Stielabriss sich handeln. Stielabris. Die Gefäßversorgung. Das Hämatom. Первая гематома, у нас участок гематома. Zweitens die Zerreißung. Второй это разрыв. Und drittens noch das gut durchblutete und intakte Gewebe. И вот это еще хорошо кровоснабженный, нетронутый участок органа. Und Sie haben zusätzlich, weil das Trauma natürlich größer ist, nur nebenbei hier noch einen großen Pleuraerguss. И здесь еще pleuraerguss. Wenn Sie diese Konstellation haben, müssen Sie natürlich auch gucken, ob Sie zusätzlich, was allerdings selten ist, eine Zwerchfellruptur haben. Тут еще нужно посмотреть, возможно, тут произошла еще разрыв диафрагмы. Dafür gibt es nachher ein Beispiel. Потом мы увидим это на примере. Ja, hier sehen Sie CT-Rekonstruktion, dass die Milz relativ klein geblieben ist und ein riesiges Hämatom drumherum ist. Посмотрите, вот селезенка, просто огромная гематома вокруг нее. Ja, auch diese Patientin ist konservativ behandelt und die habe ich über Jahre nachbeobachtet.
Эта пациентка прошла только консервативное лечение, и я потом на протяжении многих лет наблюдала ее. Ja, und Sie sehen, dass nach Jahren sich die Milz wieder fast komplett erholt hat. И посмотрите, спустя несколько лет селезенка, как он сказал, полностью отдохнула, да, или восстановилась. Ja. So, und jetzt ein Beispiel dafür, wenn die Patientin reinkommt, sehr kurzfristig nach dem Trauma, dann sieht die Einblutung echoreich aus. Да, вот пациент, который поступил к нам непосредственно, очень быстро после получения травмы. И тут мы еще видим очень много крови. Weitere Beispiele dafür, Sie sehen, ich kann also beinahe beliebig Beispiele bringen, das ist wirklich das häufigste Organtrauma. Да, то есть еще несколько примеров. Ну, на эту тему можно приводить и приводить примеры бесконечно, потому что это одна из самых часто встречающихся травм. Und das normale Parenchym. Нормальная паренхима. Ja. Okay. Jetzt wird es noch spannender, das ist die Frage, wie bleibt voraussichtlich die Funktion der Milz erhalten oder nicht erhalten, das können Sie mit der Echokontrastsonographie abschätzen. Еще более интересная ситуация, когда вы должны принять решение, сохраняется ли функция печени, можно ли ее селезенки, конечно, или нет. Wir können dezidiert ausgucken, was macht die Vene. Мы смотрим, как ведут себя вены, was macht die Arterie, что делает артерия. Ja, und wir können hier einen kontusionierten Bereich sehen. И мы видим вот там, где было показано, область контузии. Aber ich betone, wenn man sich genügend Zeit lässt, schafft man die meisten dieser Aussagen auch mit der Nativsonographie. Но в принципе такие же результаты можно получить с обычной сонографией, то есть обычным ультразвуком. Nur es sieht natürlich schön aus. Но вот это, конечно, выглядит красиво. Nächste Trauma ist die Trauma, was ich mit Ihnen besprechen möchte, der Gallenblase. Следующая травма, которую я хотел бы с вами обсудить, это травма желчного пузыря. Ein Gallenblasentrauma aufzunehmen ist eine Rarität. Warum? Встретиться с травмой желчного пузыря – это в принципе редкость. Как вы думаете, почему? Die Gallenblase ist wunderbar durch die Leber geschützt und wenn die Gallenblase wirklich mal ein Trauma hat, dann ist eigentlich die Leber meistens vollständig zerstört. Да, потому что анатомически желчный пузырь со всех сторон почти что окружен печенью, и если происходит травмирование желчного пузыря, это говорит о том, что печень разрушена полностью. Das häufigste, was man sehen kann, ist eine Einblutung in die Gallenblase. Самый частый случай, с которым мы встречаемся вот, по данному органу, это, так сказать, Einblutung, das ist через пути желчные попала кровь, желчный пузырь. Вот с этой картиной мы встречаемся. Und das können Sie alle sehen, das sehen Sie hier, eine sogenannte Hämophilie. Это гемофилия, да? Ja. Ist schwierig vom Sludge zu unterscheiden. Очень трудно отличить от слудж. Aber das kann man wieder mit der Anamnese zusammennehmen. Wenn Sie einen jugendlichen Patienten haben, der bisher sonst immer gesund gewesen ist, und plötzlich unmittelbar nach einem Trauma ein solches Bild zeigt, dann können Sie davon ausgehen, dass das Blut in der Gallenblase ist. Тут, чтобы отличить слайд от данной ситуации, вам нужно углубиться в анамнез. Если перед вами молодой пациент юного возраста, у него произошла травма, и вы видите эту картину, то вы должны сделать вывод, что это, скорее всего, травма. Nächstes Organ, das traumatisiert sein kann, ist das Pankreas. Следующий орган, который подвержен травматизации, это поджелудочная железа. Pankreas hat das Problem, dass hinten die Wirbelsäule drauf ist und relativ wenig Abstand zwischen Bauchdecke und der Wirbelsäule ist. Und alles, was dazwischen liegt, wenn es so ein bisschen Schlag gibt, dann ist es kaputt. Да, в чем сложность этой ситуации? Потому что поджелудочная железа очень плотно примыкает к позвоночному столбу. Да, и если происходит удар, то и быстрое травмирование. Typisches Trauma war zumindest mal, wenn man das Lenkrad sich eingeschlagen hat. Самый типичный случай поражения, вот посмотрите, рулевое колесо автомобиля, оно как бы вдавлено. Aber wenn man natürlich ein Airbag hat, ist dieses Trauma in aller Regel nicht der Fall. Но я хочу сказать, здесь мы можем сделать о том, что гораздо благоприятнее иметь машину с подушками безопасности. Тогда вот с этим можно и не столкнуться. Auch hier ist wieder zu unterscheiden zwischen der Zerreißung und der Kontusion, die häufig auftritt. Значит, первое, как и в прошлый раз, мы делаем вывод о том, что это контузия, то есть удар или разрыв. Sieht ähnlich aus wie bei der Leber und bei der Milz. Похоже, так сказать, это все выглядит как при печени и селезенке.
Nur wir wissen ja, wie schwierig häufig der Pankreas zu schalten ist. Natürlich hat man im Notfall die gleichen Probleme mit dem Pankreas. Und warum? Weil es über Luft überlagert ist, der liegt dann über Rahmen. Но вот мы знаем, поскольку просто время уже у нас уходит, и нам дали 2 минуты. Sie sehen ein Trauma hier. Вы видите здесь травму. Ja, Sie sehen die Kontusion hier vorne drin. Здесь ушиб. Ja, und es gab auch viele entsprechend freie Flüssigkeit dazu. Много свободной жидкости при этом. Die können Sie bestimmen, da können Sie einfach mit Glas ausmachen und dann ist die Diagnose klar. Was können Sie machen? Вы можете сделать альфа-амилазу, и тогда диагноз будет ясен. Gut, meine Damen und Herren, wir machen jetzt hier den Cut, wie ich das schon angesprochen habe. Да, я вам сказал, что я на определенном месте прервусь, а вторая часть будет после этого. Und ich kann Ihnen sagen, restlichen Organtraumata kommen dann heute Nachmittag. Haben Sie Fragen? Остальные органы рассмотрим после обеда. Есть внимание у почек свои проблемы. Und zwar ist der Ultraschall ausschließlich zum Screening da. Ультразвуковое исследование предназначено только для скрининга. Leider schaffen wir es, wir erkennen die Verletzung, dass eine Verletzung vorliegt, aber wir können häufig das Ausmaß der Verletzung nicht ausreichend einschätzen. Мы можем с помощью исследования обнаружить, что есть травма, но какая конкретно травма, сейчас, в общем-то, трудно определить с помощью УЗИ. Deswegen gilt operatives Vorgehen nur in Kombination mit weiteren bildgebenden Verfahren. Оперативное вмешательство осуществляется только в том случае, когда у УЗИ присоединяются другие методики исследования. Und hier haben Sie schon gleich ein solches Beispiel. И вот такой пример. Was fällt uns auf? Die Oberfläche der Niere ist verwaschen. Поверхность почки как бы размыта. Ich sehe weiterhin hier ein Hämatom. Дальше я наблюдаю гематому. Auch hier drüben. И вот здесь тоже. Aber Sie sehen gleich bei den Bildern darüber einer Computertomographie, dass das Trauma und die Traumafolgen deutlich größer sind. Да, и когда мы посмотрим уже на данные компьютерной томографии, то мы увидим, что объем поражений значительно больше. Hier haben Sie weitere Traumafolgen an der Niere. Следующая травма почки. Ja, natürlich ist wegweisend immer die freie Flüssigkeit, so wie wir das heute schon gesagt haben. Я уже говорил вам в первой части своего доклада, что основополагающим является, конечно же, наличие свободной жидкости. Ja, Sie finden, dass die freie Flüssigkeit in der Nierenkapsel gefangen. Свободная жидкость как бы замкнута в почечную капсулу. Aber natürlich auch außerhalb. Но и вне может быть. Ein Schritt weiter. Делаем шаг дальше. Auch im Retroperitoneum kann es переходим к забрюшинному пространству. Kann es zu riesigen Einrissen im Bereich der Muskulatur kommen, zum Beispiel des Musculus iliopsoas. Это картина, которая показывает нам результаты взрывного поражения. Entscheidend ist aber immer die indirekte, kräftige Gewalt auf das Abdomen. Да, решающее значение здесь имеет, насколько сильное было это воздействие на область брюшной полости. Und Sie werden in der Regel die eigentliche Verletzung des Darmes sonografisch nicht finden. А собственно, где произошло вот главное это повреждение, сонографически найти практически невозможно. Aber wenn ein Darm verletzt ist, wenn er offen ist, wird immer Flüssigkeit austreten und wird auch immer Luft austreten. Да, но когда кишечник поражен, это всегда будет выход воздуха и выход жидкости. Und wir haben ja heute Vormittag gelernt, dass das die sensitivsten Zeichen sind einer Verletzung. И мы с вами сегодня уже говорили о том неоднократно, что это является решающими признаками нарушения, повреждения. So, wie sieht das jetzt aus? Erstmal direkte Nachweis haben wir gesagt, ist fast nicht möglich. Die Verletzungshäufigkeit des Darmes ist selten, liegt unter 5%. Значит, тупая травма живота, мы говорим теперь про кишечник, посмотрим частотность, с какой встречаются подобного рода травмы, и мы видим, что редко, 5%. Ja. И, как мы уже говорили, с помощью УЗИ доказать очень сложно. Ja, Sie kennen natürlich eine solche Röntgenaufnahme mit der freien Luft und der Zwerchfell, aber die meisten traumatisierten Patienten können Sie eben halt nicht röntgen, weil Sie die gar nicht mehr hinstellen können. Да, ну, я думаю, что такой снимок вам о многом скажет, что здесь есть травмы, здесь воздух. Но в чем проблема заключается? Что травмированные таким образом пациенты очень
очень тяжело подвергаются рентгенологическому осветлению и не могут стоять по большей части. Das ist ein typisches Beispiel für freie Luft im Abdomen. Это типичный пример наличия свободного воздуха в абдоминальной полости. Sie haben die typischen, ist die freie Luft und Sie haben die typischen Wiederholungsartefakte, man nennt das Reverberationsartefakte. И артефакты, которые повторяются, реверберацион, это называется реверберативные. Ja, auch hier der wunderbare Beispiel für freie Luft. Да, и вот еще чудесный пример, на котором нам явно видно наличие свободного воздуха. Wie kann man freie Luft am einfachsten und sichersten nachweisen und nicht mit Darmluft verwechseln? Да, как мы можем обнаружить наиболее надежно наличие свободного воздуха и не спутать это с воздухом, который имеется в кишечнике? Wie macht man's? Есть у вас идеи? Geht auch das Perforiertes Duodenik. Это касается также и перфорировано улькус язва 12-перстной кишки. Also ich mache es anders. Legen Sie den Patienten in Linksseitenlage, dann wird die Luft immer an den höchsten Punkt wandern. Если положить пациента на левую сторону, то воздух перейдет links. Ja, links. So drauf. Dann wird die Luft hier oben hinlaufen, dann ist Leber und wenn zwischen Leber und unterer Thoraxapparatur freie Luft ist, das ist sicher pathologisch. Да, если вы обнаруживаете наличие воздуха между печенью и стенкой, тогда это патологический воздух. So, auch hier, das ist natürlich extrem schwierig. И вот это экстремально сложный случай. Gucken Sie, das hier ist Darm. Это кишечник. Und sehen Sie die Luft dort? Видите воздух? Auch dort? И здесь. Ja, also das ist, kann man sehen, das muss man sehen. Ja, es ist natürlich schwierig. Sie müssen das. Да, это нужно уметь видеть и научиться видеть, хотя это довольно сложно. Das ist keine Luft innerhalb des Darms. Это не воздух внутри кишечника. Auch hier nochmal solche Beispiele. Da ist ein Beispiel für die Leber. Aber hier nochmal ein Beispiel für freie Luft direkt unterhalb des Territoriums. И воздух под периториум. Да. Gut. So. Ich habe vorhin gesagt, eine Darmverletzung kann man nicht direkt sehen. Man kann leider doch. Я говорила о том, что травму кишечника нельзя напрямую увидеть, но иногда все-таки да. Und zwar dann kann man es sehen, wenn es zur Veränderung durch die Verletzung kommt. Тогда можно увидеть, когда происходят какие-то изменения в результате нанесенной травмы. Ja, wir haben hier das typische Beispiel dafür, wenn es zu einer Minderdurchblutung durch das Trauma kommt, dass die Wand des entsprechenden Darmes reagiert. Да, и мы видим, что там, где поражен кишечник, происходит худшее кровоснабжение, и мы можем это увидеть. Dieses hier ist eine 32-jährige Patientin, die angeschnallt in einem Auto gesessen hat und in einen Unfall verwickelt wurde. Это пациентка 32 года, которая попала в автомобильную катастрофу, и она сидела с ремнем безопасности в машине. Ja, sie hat ein Schädel-Hirntrauma, deswegen ist sie stationär aufgenommen worden. У нее была черепно-мозговая травма, поэтому она была стационарно на лечении. Natürlich ist sie geschweift worden und natürlich hat man die freie Flüssigkeit gesehen und punktiert und sie war blutig. Да, конечно же, таких пациентов мы подвергаем ультразвуковому обследованию. У нее нашли жидкость, и эта жидкость была с кровавым содержанием. Da sie aber kreislaufstabil war, hat man keinen Grund gesehen, sie sofort zu operieren. Поскольку с точки зрения кровоснабжения она была стабильна, было решение принято не оперировать ее сразу. Innerhalb von 24 Stunden hat sie diese Wandverdickung des Darmes ausgebildet. Да, в течение 24 часов вот это утолщение стенки кишечника. Sie sehen hier, dieser Streifen ist noch quasi als Kontrastmittel die freie Luft und die Luft innerhalb des Darmes. Да, и вы видите еще вот на этом участке воздух внутри кишечника.
Und hier ist es ganz klar, die Wandverdickung kommt durch ödematöse Einlagerung und das gibt es nur bei einer Minderdurchblutung. Да, и это все вызвано отеками, отечными явлениями, и эти отечные явления можно наблюдать только как Minderdurchblutung, когда недостаточно обеспечения крови. So, und wenn Sie das Bild gleich dazu sehen, dann wird es Ihnen klar sein, warum das ist, weil es ein mesenterieller Abriss ist. Да, и когда вы посмотрите на этот снимок, вы увидите, что здесь произошел разрыв брюшей. Rein operativ natürlich kein Problem, schnell abschneiden und wieder zusammenmachen. С точки зрения оперативного решения, это быстро решаемая проблема, быстро отрезать и все готово. Diagnostik, immer die Anamnese, immer die klinische Untersuchung. Перед любым каким-то терапевтическим мероприятием в любом случае должен быть клиническое обследование и сбор анамнеза. Dann kann ich von mir aus alles parallel im Anschluss laufen lassen, also Sonographie, CT, was weiß ich, was noch gibt, Labor, Röntgen. После этого момента уже многие вот эти вот процедуры могут идти параллельно. То есть лабораторные исследования, ультразвук и так далее. Die Sonographie natürlich immer noch möglich mit der Funktion. Да, сонография должна осуществляться при возможности, конечно, с функцией. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, irgendwann muss ich dann zu einer klinischen Entscheidung kommen. Да, и потом наступает момент, когда я должен принять клиническое решение. Ja. Und die muss entweder heißen Operation oder konservatives Vorgehen. Два варианта в данной ситуации. У меня есть операция или консервативное лечение. Wobei, wenn ich konservativ vorgehe, dieses ständig werde überwachen müssen und wieder kontrollieren müssen. Да, если вы принимаете решение все-таки консервативно лечить пациента, значит, он должен находиться под непрерывным вашим контролем и наблюдением. Es gibt da eine wunderschöne Arbeit zu, die im Journal of Trauma erschienen ist. Да, по этому поводу есть очень интересная и важная в этом случае работа, которая была опубликована в журнале, вот там написано в каком журнале. Die sagt nämlich, dass operationspflichtige Verletzungen im allerersten Schein nur in 31% gesehen wurden. Значит, согласно вот этой статье, случаи, когда надо делать операцию при травмах брюшной полости, в общем-то, оцениваются как 31,1%. Dass aber im weiteren Verlauf bis zu 72% von Verletzungen gesehen wurden und das Ganze hat eine Spezifität von 99%. Also wir beobachten weiter und dann taucht doch was auf, und weil sie eben erst ausbildet und dann muss man das operieren und das ist hochsignifikant, dass man kontrollieren muss. Да, но все-таки очень часто случаются такие случаи, когда принимается решение о том, что не проводить операцию, пациент находится под контролем и в результате после какого-то времени все равно приходится оперировать.